Es geht weiter, immer heiter, hier bei Tales of Berseria und ich habe keinen Schimmer mehr, welchen Wasserfall ich irgendwie wie wo aktivieren, deaktivieren muss, damit ich da weiterkomme. Der ist ja gar nicht aktiv. Verdammte Axt. Weg mit deinem scheiß Besen, ach nee, ist ein Hammer. Da habe ich ja nichts, da ist nur eine Übersetzung, was er im Prinzip tun soll, was ja relativ logisch ist. Ist hier noch irgendwo ein Kristall aktiv? Hä? Ah. Das war das. Nee, der macht einfach hier wieder einen Wasserfall. Eigentlich wäre es echt logisch, wenn ich alle deaktivieren müsste. Weil sonst komme ich da im westlichen Raum gar nicht weiter. Aber ich dachte, er hat bereits getan. Der ist ja insofern aktiver, der muss ja auch da weiß sein. Nee, das muss so sein, ging nicht anders. Okay, bin ich hier eigentlich fertig in diesem Abteil? Wenn das so ein richtiger Blick muss wieder zurück. Also. Ja, doch, zurück. Fast zum Anfang, wohlgemerkt. Wohlgemerkt ist mir gerade das Mikrofon ein bisschen im Weg. Da, so, besser. Ja. Nein, 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 lass mir Ruhe. Ah, Mensch. Also ich muss einen Kristall mitnehmen, den ich irgendwie einsetzen kann. Der einzige Kristall, den wir da so kennen, ist ja der hier vorne. Wenn ich den da wegnehme, komme ich hier nicht mehr durch. Ich tu mal durch. Das G kann ich mir den Weg nehmen? Oder bin ich an dem falschen Ort? Muss am falschen Ort sein. Hä? Nee. Ich bin jetzt völlig? Das Dumme ist, ich sehe so auch nicht. Naja, ich habe immer das Gefühl, es ist eigentlich nur immer ein Wasserfall betroffen, sprich aktiviert oder deaktiviert. Aber wenn es mehrere wären, sehe ich das ja gar nicht. Ich kann ja keinen wegnehmen. Hä? Ich jetzt total doof, mir fehlt irgendwo ein Kristall. Also nicht Kristall, den Komiker, sondern wirklich ein. Ja. So ein Kristall hier. Oh je, Leute, ich habe langsam sich das Gefühl, dass mich das Spiel hier verarscht, oder ich gerade. Ja. Den Wasserfall vor lauter Wasser nicht sehe. Wortwörtlich. Verdammte Axt.
Ganz viele Räume habe ich gar nicht. Insofern, ich hatte oben noch 2. Wenn ich da auch irgendwie nicht fündig werde oder sie nicht schnalle, dann habe ich ein kleines Problem. Weiß. Weg ist frei. Ich war ja eh nichts. Ich kann ja auch keine Wand einbrechen, so etwas. Nee, war im Prinzip nur so, ja, ein Raum zum Vorführen. Hier habe ich eine Abkürzung, die bringt mir aber nichts, weil auf der anderen Seite ja diesen... Ja, wisst schon. Das ist ja so ein bisschen irreführend. Wieso kann ich mich hier teleportieren? Bringt irgendwie gar nichts. Ja, hier war einer drin. Okay, ist einmal eingesetzt, kann ich nicht mehr rausnehmen. Ach du Scheiße. Das hat aber echt ein Problem. Da oben war ja eh nichts. Okay, ich gehe nochmal ganz von hinten nach vorne durch. Ganz logisch, da waren die Räume. Okay, da hatte ich auch nichts, was ich irgendwie einsetzen konnte oder noch nicht. Die sind insofern auch weiß, da kann ich prüfen und so. Okay, aber dann komme ich da nicht durch. Das hat aber keinen Einfluss auf den da oben. Ich möchte doch jetzt da irgendwie nicht direkt sehe, was da los ist. Ruinenbereich, Ruinhausenbereich, auch nicht schlecht. Mir fehlt so ein fucking Kristall. Also, im Prinzip eh nur bisher nur ein Kristall transportieren, das war ja der da oben in der Fassung. It won't open. Is there some sort of trick to it? Well, you could always try busting through it, but I wouldn't. Who knows what sort of traps you might trigger? I know. Look at that diamond-shaped stone in the door. Haven't we seen that somewhere else? You're right. It was on the pedestal with that chalice. That huge thing? You must have some sharp eyes there. I was more interested in what was inside that chalice. So, what? That chalice is the key? Somehow I doubt it'll be that simple. Some stones are colored and some aren't. It must hold some kind of significance. I think you're right. Die 3 Wassertropfen, aber... Ich kann mal theoretisch das versuchen, Leute. Und zwar kann ich ja theoretisch mal beide wieder aktivieren. Beziehungsweise deaktivieren. Ne, aktivieren. Aktivieren. Ja, ich mach mal einen. Nur mal einen. Ich bin da echt mal gespannt. Hätte ich irgendwo eine Tür aufbrechen können, hab's nicht gesehen. Mein Tür hat noch fehl. Jetzt kommt man da oben nicht mehr hin. Das ist momentan aber irgendwie auch total doof und nicht wirklich. Was heißt doof? Einfach nicht wirklich ja, nützlich für uns. Bringt nichts, weil wir müssen da gar nicht hin. Da war eh nur eine Truhe drin. Kann ich also eigentlich so lassen. Ja, aber seht ihr, die müssen schon farbig sein. Das heißt eigentlich, die ersten beiden wären sowieso immer schon auf gewesen, jetzt mal. Ja, das Rätsel ist nicht gerade von schlechten Eltern. Ich habe nur noch so eins, ich habe sonst nichts. Leuchten die 7 Juwelen im Einklang. Ach so.
Oh, bin ich doof. Obwohl, warte mal. Moment mal ganz kurz. Da steht da eindeutig, leuchten die 7 im Einklang. Das sind 7. Gut, momentan leuchten nur 2, logisch. Es fehlen ohnehin noch 3 Wassertropfen. Die leuchten ja nicht. Da haben wir auch gar nicht gefunden, wo die wären. Oder ist es blau? Leuchten die etwa? Nee, leuchten nicht, oder? Ich habe gerade überlegt, ich könnte doch theoretisch die anderen beiden noch deaktivieren. Dann wären alle, sag ich jetzt mal, stumpf. Leuchtet keiner. Insofern. Oh, wo wären denn die Wasserdinge? Ich habe doch nur 4 insgesamt. Also steht eindeutig, leuchten alle 7 im Einklang. Ich dachte ursprünglich von wegen die 3 würden bereits leuchten und so, aber wenn es halt nicht so wäre, würde es irgendwie noch Sinn ergeben. Obwohl, hier haben wir so einen, wa? Ich sag's mal vom Symbol her, ja? Sag's einfach nur vom Symbol. Das sind unterschiedliche Symbole, sind wir uns einig. So, jetzt leuchtet der auch nicht mehr. Vor allem müssen wir nicht ständig hin und her latschen muss. Da ist ein bisschen doof gelöst. Mal gucken. Wassertempel. Weil ich. Also generell Wasser bin ich eigentlich schon immer Fan gewesen vom Element selbst, aber Wassertempel, nicht nur jetzt bei der Tales of Series, sondern auch zum Beispiel bei Zelda und so. Nie wirklich der große Master und ja, es scheint sich hier fortzusetzen, aber hier kann ich echt nichts tun. Da kann ich noch so irgendwo hingucken und so, da bringt irgendwie nichts. Das Problem ist, den unteren zum Leuchten zu bringen, unteren Wassertropfen. Das schaffe ich nur, wenn ich den Wasserfall aktiviere vor der Tür. Ja toll, wie komme ich denn hier durch? Weil ich musste da irgendwie da durchkommen, versteht ihr? Das schaffe ich ja so oder so, ich habe das Gefühl. Dass ich mich da echt ein bisschen fragt. Oh. Sagt nichts, sagt einfach nichts. Hab's mir wieder gesagt, ich hasse Wassertempel. Jetzt müssen doch alle leuchten. Scheiße, muss wieder zurück. Das gibt's nicht. So, was machst du? Löschst du irgendwie den anderen oder was? Ja, jetzt kann ich da durch. Scheiß die Wand an. Oh, jetzt wird's richtig lustig, Freunde. Jetzt wird's richtig geil. Warte mal. Mal ganz kurz gucken, wenn ich den jetzt da aktiviere. Ich muss anders machen. Aha. Dann zurück. Ich überlege jetzt nur gerade. Die Idee ist ja eigentlich, dass ich jetzt auf dem Weg da zurückkomme. Da unten ist der Wasserfall jetzt weg. Das ist im Prinzip die Reihenfolge, den auch wieder aktiviere. Da gibt es hier aber Wasser. Wenn ich den hier aktiviere. Ja, dann steht hier alles unter Wasser und so. Ist nicht so geil. Ich komme aber hier hin. Das heißt, ich kann da durch die Türe. Explosion ist zurück, okay. Haben wir es? Wir haben es. Sehr geil. So, jetzt fehlt hier noch etwas. Das heißt, wie gehe ich vor? Erst einmal, der muss nach unten, weil ich muss hier irgendwie wieder durchkommen. So. Jetzt gehe ich zurück und mache das Ganze mal der Reihe nach. Ja, wenn man natürlich von Anfang an Riss bemerkt hätte. Scheiße, ey. Was? Ach, stimmt ja. Oh, scheiße. Okay, ist kein Problem, ist kein Problem. Ich muss nur kurz... Ja, umgekehrt halten.
Moment, ich hab's gleich. Jetzt sind noch 2 aktiv, okay. So, hoffe das letzte Mal, dass ich da durchmarschieren muss. Also dann nochmal die 2 äußeren aktivieren. Dann den hier mittel am Podest. Also sprich den da in der Mitte. Genau, ein Red schon, aber ist egal. Dann oben abkürzen nehmen zum Teleportieren. Dann rein nach der aktivieren und dann sind wieder alle glücklich und zufrieden. Und das mit Part Nummer 58 ungefähr, war. Holy moly. So. Sind wir uns einig, der leuchtet, hä? Der leuchtet. Schön in weiß. Gut. Das wollte ich ja insofern. Dann aktiviere ich mal den in der Mitte noch. Ja, war ein bisschen verwirrend. Also verwirrend. Nee, nicht wirklich verwirrend. Aber eben doof von mir jetzt, als ich zuerst dachte, von wegen, ja, es geht auch umgekehrt, wegen Leuchten und eben nicht Leuchten. Dann Riss in der Wand nicht gesehen habe, ist ja klar, wenn das Wasser sprudelt, leuchten die tropfförmigen. Und die mosaikförmigen, die leuchten eben erst dann, wenn das Wasser deaktiviert ist. Überspringen geht das irgendwie, wäre ganz geil, natürlich geht's nicht. Gut, erster Raum ist gemacht. Sind wir uns, denke ich, einig. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe, weil das wäre dann ziemlich peinlich. So, hier die Abkürzung, die müsste funktionieren. Ich hoffe es bei Gott. Jetzt sind ja 3 aktiv. Die 3 unteren sind jetzt aktiv. So. Orten. Hier komme ich noch durch. Sehr gut. Dann hier die Treppe hoch. Den aktivieren. Jetzt komme ich da nicht mehr rüber. Ist momentan aber auch nicht notwendig. Wassertempel, Wobei, der war jetzt nicht so übel, der insistiert war dann doch ein bisschen, also übel, mühsamer, der insistiert war mühsamer, so hoch muss er gar nicht mehr. Linke Seite ist gemacht, es fehlt nur noch ein Wassertropfen. Ich glaube mir zu erinnern, dass der hier ziemlich am Anfang war. Naja, ziemlich ist übertrieben, ach du Scheiße. Da oben ist er. So. Die Prüfung des Wassers gemeistert. Einige, aber es ist mir wieder kompliziert gemacht, war. Von wegen, ja, der kann auch stumpf sein und so, hä? Dabei ein bisschen umgucken und die Wand eintreten. Das war schon alles. Dankeschön. Oh, meine Fresse. So, die waren da immer noch wie bestellt, nicht abgeholt. Dann würde ich sagen, Leute, ja, Leute von heute, erstmal speichern. Und dann geht's weiter, auch wenn dann der Part eigentlich schon zu Ende wäre. Langsam aber sicher, was mir jetzt scheißegal, war sowieso mein Fehler. So. Part 58, ja, dauert ein bisschen länger, ist doch egal. Haben wir Spaß daran, war? So, jetzt läuft aber alle, kommen Sie da durch. Dankeschön. Coming from further inside. How very intriguing. Oh ja, jetzt wird's übel. Jetzt wird's übel. Jetzt wird's übel. Ich muss bald kübeln. Tolle Weste. Keiner von uns bringt sie was. Nee. Ah, eine rote Kamine, das muss ja ein ziemlich harter Bosskampf sein. Alter, haben die wenig Fokus, komm. Gucken wir erstmal ein bisschen. Freunde, auf geht's. Ernsthaft? Baumferien? Das ist alles? Das ist so lame.
Well, there you are. That barrier again! Looks like we were right. Another Therian. Just as Velvet conjectured, each of the 7 heads seems to assume a different form. The sensation! It was here! Well, look at that. I guess your hunch panned out too, kiddo. This is just how I felt in Ward Forest. That must have been an Earth Pulse point back there, too. Oh, what are we going to do with this one? Can we get it to shrink like that bug of yours? I don't care whether it lives or dies. As long as we defeat it and take out one of Innominat's heads, that's all that matters. Baumfurien, ja, kann das sein, dass es das Kind ist? Och nee, bitte nicht. Das ist aber ziemlich übel. Oh, ich sehe gerade, da ist Aizen gerade ein bisschen scheiße. Anfall gegen Kriegsarten. Try not to let it eat you. That'd be very Okay, ich würde sagen, wir legen direkt mal los. uncomfortable. Spirit Ice! You broke me! Here's your justice! Fight in order! Fight down! Fight down! No mercy! Wounds that will be Momentan scheint es keine Chance zu haben, die fangen natürlich wie lange noch. Aua! Das ist mal sehr, sehr fies. Müdigkeit, Allheilmittel. Yes! Gute Müdigkeit. Bin ich müde? Ich doch nicht, ich bin Velvet Crow! The Master Fury of Disaster. Ja. Müdigkeit ist trotzdem nicht geil, da geht mal allen ein bisschen was. Verdammt. Verdammt, wollte gerade ausweichen. Die nächste mystische Arte, aber ich schätze schon, es wird wohl das Kind sein. Verdammte Abtei. Die geht echt wohl eigentlich nur mir, ja, rein nach dem Motto für das größere Wohl, hä? Einzeln und so ist ein scheißegal. Ja, das geht eigentlich noch. Du hast bald geschafft. Wir fallen wieder zurück, wenn es irgendwie geht. Und sonst erlösen wir dich oder so, keine Ahnung. Haben wir es gleich geschafft. Daneben. Lapis, können Sie mich bitte mal heilen? Danke! I don't think this Therian's getting any smaller. The demon again!
I'm not letting you go this time! Is that Therian eating the demon? The Therian. It ate her. Malevolence must refer to demons then. Feeding on demons. I know what that's like. Look! It turned into a little girl. Is that Kamoana? Mommy, why? Why did you leave me all alone? Did I do something wrong? Was I too weak? I'm sorry, Mommy. I'm sorry. No, this can't be happening. I tried so hard to be strong for you, Mommy. The man from the Abbey made me strong. So please, Mommy, please come back. The Abbey made her strong? By turning her into a Therian? Jeez, those Abbey jokers really get off on this sacrifice stuff, don't they? I can't believe it. That woman, she was trying to save her own daughter. Mommy! Mommy! I miss you. Mommy! Dying, unable to save her daughter, all she could do was offer herself to feed her hungry child. No, this is my fault. So, should we bring her with us? Someone like her will only slow us down. That Therian isn't going anywhere. Oscar, what is the Abbey doing? Please tell me, I have to know. Eleanor, the less you know, the better. I must know. I killed her mother, and then the poor girl, she... Ah, so she must have devoured the demon. But don't let that trouble you. The demon was a necessary sacrifice to bring an end to this world's pain and suffering. It wasn't just some demon. She was a mother. She was all this girl had. Her one and only mother. Be that as it may, those who possess strong wings must... It's not nice to make a girl cry. Kamoana. It's now or never. Out of the way, Laphicet. Wait! Have you no compassion? This isn't up for discussion. I thought you just wanted to weaken Innominat! You can sever the link! You don't have to kill her! Phil!
someone's had a change of heart. Apparently, a woman's tears truly do have frightening power. I'm just curious about something Grimoire said. I can always kill this one later. If we're taking her with us, we'd better grab her and go. No sense lingering in the enemy's territory. Hey, Kamawana. My name's Laphicet. Do you want to come with me and my friends and get out of here? Where's my mommy? I'll be lonely without her. You're not alone, sweetie. I promise. Even if she's far away, your mother will always be looking over you. How do you know? Because that's what my mother does for me, too. Let's go, Kamawana. Okay. Ich habe langsam so ein Gefühl, dass ich weiß, oder zumindest, ja, eine Tendenz verspüre, wohin das ganze Spiel hingleiten wird. Und, ja, zumindest im Gegensatz zu Cestiria. Weil ich habe das Gefühl, bei Cestiria hat am Schluss ja ein Happy End, mehr oder weniger, ja doch, war im Prinzip ein Happy End. Hier habe ich das Gefühl, könnte es ein bisschen anders laufen. Erhöht werden. Okay. Zweierschlag. Eleanor, schön. Tja, wir wissen jetzt schon mal, Eleanor hat, ja, geht zurück zum Grimoire im Dorf Haria. Ich denke mal, Eleanor hat ihre Lektion gelernt. Deswegen wurde sie ja nicht eingeweiht, weil sie nicht eine derjenigen ist, die einfach stillschweigend das hinnehmen können. Nee, sie ist eine derjenigen, die alles hinterfragen müssen und im Prinzip schon auch für die einzelnen Schwachen einstehen. Und das kann eben die Abtei nicht zulassen, nicht billigen. Ihnen geht es alleine einfach darum, ja, also zumindest das mal quasi momentan noch irgendwie die Erklärung, dass sagen, ja, für das große Wohl, da opfern wir auch die wenigen. Ob das echt so ist, ich meine, ja, es wäre so oder so falsch, man hat es gerade in diesem Beispiel gesehen. Weil so schürst du ja trotzdem immer mehr und mehr Bosheit. Also sozusagen, ja, das ist der richtige Weg, um quasi die Bosheit oder Dämonenpässe, wie sie hier noch genannt wird, ein für einmal zu tilgen. Da kannst du vergessen. Das ist wohl auch der Grund, wieso es in den nächsten 1000 Jahren nicht funktionieren wird und erst Sorey im Prinzip die rettende Idee hat. Oje, oje. Was wäre es ihnen cool gewesen, wenn die beiden Mutter und Tochter vereint worden wären? Ja. Der Hirschkäfer da zurückverwandelt. Das Mädchen ja mehr oder weniger auch. Trotzdem sieht noch aus wie ein Dämon. Das ist bei Velvet ja aber auch so. Beide den Fähigkeiten an zu verschlingen. Der Hirschkäfer vermutlich auch. Damit werden es bereits 3 Feen, die wir kennen, von insgesamt 8, die es vielleicht gab oder immer noch gibt. Keine Ahnung. Ich bleibe dabei, hier wird wohl so ein Erdenpulspunkt sein. Im Erdtempel vielleicht auch einer. Der ist noch ein bisschen offen. Da im Wald war einer, beim Hirschkäfer und auf der Gefängnisinsel, es würde Sinn ergeben, weil wieso sonst soll Artorius Velvet so lange gefangen halten? Vor allem immer an diesem einen Ort. Gibt ihnen keinen Sinn. Ein Imperium mit Furians, warum das Ganze? Ist echt Innominat, also so wie Artorius halt der erste Hirte ist Innominat eventuell der erste Herrscher des Unheils? Oh Mann, Freunde, Fragen und Fragen, es werden zwar einige beantwortet, aber trotzdem immer weitere gestellt und ja, bleiben trotzdem noch offen, kommen neu dazu. Es bleibt spannend hier bei Tales of Berseria. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal, wenn wir wissen, wie es weitergehen könnte. Oh, Level 30, schon cool. Und, ob jetzt bereits der Zeitpunkt gekommen ist, wo Eleanor sich endgültig gegen die Abtei wenden wird. Und natürlich auch, welche Pläne sie noch mit Laphicet haben. Artorius, Melchior und Rest der Truppe. Wir werden es erleben. Bis dahin, ciao zusammen.